Ende Februar im mittelfränkischen Hannberg. Hier betreibt die Familie Dengler ihre Landwirtschaft. Ihr Winter war anstrengend. Sie mussten extrem viel Schadholz aus ihren Wäldern holen, denn ihre Bäume sterben gerade. Man könnte heulen, wenn man ausschaut. Das sind eigentlich meine Gefühle. Wenn man sich das anschaut, was Generationen hier gepflanzt haben, was die sich für Arbeit gemacht haben. Und wir machen das einfach so. Einfach platt. Das ist traurig. Hauptsächlich leben die Denglers vom Ackerbau. Der Holzertrag war immer ein schönes Zubrot. 2/3 der Kiefernstämme, die sie diesen Winter aus dem Wald holen mussten, warten noch auf den Abtransport. Das Holz der kranken Bäume ist schwer zu vermarkten. In den vergangenen Tagen hat es gestürmt und letzte Nacht auch noch geschneit, nass und schwer. Vor einem ihrer Grundstücke erwartet sie eine böse Überraschung. Wahnsinn. Diese Bäume gehören dem Nachbarn. Die Waldbauern müssen erst mal den Weg freiräumen. Wie viele Kiefern hier war auch diese durch anhaltende Trockenheit und Hitze geschwächt. Die Misteln in der Krone haben ihr zusätzlich Nahrung entzogen. Daneben entdeckt Andreas Dengler einen weiteren Schädling. Das ist Käferholz, ne? Der ist da, das sind lauter Löcher. Da hat der Specht schon gearbeitet. Den hat der Käfer bearbeitet. Ja, und das hat er nicht ausgehalten. Und schon schaut es halt aus. Da der Harzfluss. Damit versuchte sich der Baum gegen die Käfer zu wehren. Also, Leider vergeblich. wenn man gar nichts macht und lässt ihn Jahre stehen, dann fault er zusammen und endet einmal so wie die da drüben. Die fallen dann einmal verlands um. Und das ist wie ein Urwald, ne? Und wie schaut es auf dem eigenen Grundstück aus? Soll er auch noch fliegen? Ei, 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 ei. Auch nicht besser. Wieder müssen die Waldbauern unfreiwillig Brennholz machen. Gleich 2 Kiefern haben den Zaun beschädigt. Dominik Dengler richtet ihn erstmal provisorisch. Alles kaputt gegangen. Kann das Wild zumindest schon mal nicht mehr rein. Das ist schon mal besser. Ich sehe das eigentlich nur noch als Elend. Weil was jetzt der Sommer nicht geschafft hat, das hat jetzt der Sturm geschafft. Nochmal, sagen wir mal gut, 1,5 Tage Arbeit. Was jetzt da wieder da liegt, was wir aufräumen dürfen. Dabei hat Carola Dengler schon mehr als genug Brennholz auf Lager, das der Familie kaum einer abnimmt. In ganz Mittelfranken verabschiedet sich die prägende Baumart. Seit über 600 Jahren wurden die Kiefern wegen ihrer guten Wuchs- und Holzeigenschaften in Monokulturen gepflanzt. Immer wieder waren sie von Schädlingen bedroht. In den letzten Jahren sterben sie massenhaft ab. Der Wald der Denglers gehört zum Revier Röttenbach, in dem Stefan Stirnweis Förster ist. Hier sind rund 80% der Kiefern geschädigt. Überhaupt keine Dimension. Die Fläche war hier vor 3 Jahren war es noch ein geschlossener Kiefernwald. Und dann ging es los. Dann haben verschiedene Käfer, wie eben dieser Prachtkäfer hier los, aber vor allen Dingen war es die Trockenheit. Innerhalb von 2 Jahren hat sich dieser Wald komplett aufgelöst. Wenn du hier bohrst, das ist ein ganz tiefgründiger Sand. Und da war einfach ganz schnell das Bodenwasser aufgebraucht und die Kiefern standen im Trocknen. Cornelia Seiko aus Oberbayern übernimmt das Revier gerade. Diese grusigen Rinden, eher eigentlich noch an feineren Zweigen. Das ist ein Hinweis auf diesen Pilzbefall. Hier ein bisschen, oder? Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist so ein ganz klassischer Zweig, der von diesem Diplodia pinea, diesem Kieferntriebsterben, befallen ist. Dieses Dunkle, das kann so eine typische Infektionsstelle sein. An den lichten Baumwipfeln erkennt man das Kieferntriebsterben schon von der Ferne. Später im Jahr werden die abgetrockneten Triebe rot aus der grünen Bewaldung hervorleuchten. Das vom Klimawandel verursachte Waldsterben ist nicht die einzige Sorge der Menschen im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Carola Dengler ist im Weihergebiet bei Moorhof unterwegs. Sie bewirtschaftet 17 Teiche, die sich nach dem Abfischen nur mit Niederschlägen wieder vollständig befüllen können.
Das sehen Sie ja. Wasser ohne Ende, ne? Gar ganz. Einst konnte die Teichwirtin hier bis zu 40 Zentner Karpfen abfischen. Der war letztes Jahr, hat er ein wenig mehr gehabt wie jetzt. Da habe ich ein paar Fische rein, dass sie ein wenig sauber halten. Aber da brauchen wir ja gar keinen. Weil 3 Wochen Sonnenschein und dann ist er trocken. Mit günstigerem Klima rechnet hier keiner mehr. Es geht jetzt eher darum, wie man das Beste aus der Situation macht. Rund 5 Kilometer südlich in Großenseebach versammeln sich die Mitglieder der Waldkorporation bei Herbert Müller zum Arbeitseinsatz. So, also servus. Also wir tun jetzt dann halt pflanzen. Wir machen Zaun da hinten und dann mal unten den Zaun dicht machen. Der Waldkorporation Großenseebach gehören über 220 Hektar Wald. Letzten November haben die rund 40 Mitglieder in einem Gebiet zahlreiche Kiefern und Fichten entnommen, noch bevor diese großen Schaden erlitten, damit sie das Holz besser vermarkten können. Jetzt wollen sie den Wald wieder aufforsten. Zum Schutz vor dem großen Rehwildbestand müssen sie Zäune aufstellen. Die Förster vom Revier Röttenbach begleiten das Projekt, für das die Waldkorporation Fördergelder erhält. Gepflanzt werden Bäume, die mit dem Klimawandel hoffentlich besser zurechtkommen. Zuerst sind die Tannen dran, die nach der Lieferung von einer Baumschule im feuchten Boden gelagert werden. An die 12.000 Bäumchen sollen auf 2,5 Hektar gepflanzt werden. Cornelia Seiko erklärt Herbert Müller den Plan der Förster für die Pflanzung. Gut. Haben wir es soweit. Und wir stehen jetzt gerade ungefähr hier, wo wir im oberen Bereich bis hier runter die Buche pflanzen und hier, wo es dann nass wird, im Bereich, ja. die Weißtanne. Gell? Und in den beiden Feldern, die dann noch übrig sind, bringen wir die Hainbuche, Flatterulme, Winterlinde und die Traubenkirsche ein. Okay. Dann kann die Pflanzung beginnen. Zuerst müssen die Wurzeln auf die passende Länge entsprechend der Tiefe des Spatens gebracht werden. Klaus Ebersberger und Anita Hickel bilden ein Team. So geht es am schnellsten. In jedem Fall gehört viel Herzblut und Gemeinsinn dazu, denn die Mitglieder machen die Waldarbeit nur nebenbei. Was will man machen? Der Klimawandel ist da. Kann man nicht aufhalten. Wir müssen bloß versuchen, dass wir dagegen arbeiten, dass man so einen Weiß hochbringt. Dass das CO2 für die neuen Bäume gespeichert wird. Es muss einfach sein. Wir brauchen ja für die nächste Generation auch noch was. Den Waldumbau sieht die Försterin Cornelia Seiko nicht nur als Bürde. Es ist auch eine Chance, um andere Baumarten reinzubekommen, um einen höheren Mischungsgrad zu erreichen. Einfach, dass wir Wälder haben, die von der Struktur unterschiedlich aufgebaut sind und auch eine höhere Artenvielfalt bilden. Werden es die jungen Bäumchen schaffen, hochzukommen? Zurück zu den Denglers. Auch sie haben hier vor 3 Jahren versucht, weitere Baumarten anzusiedeln. Und da innen haben wir jetzt Tannen gepflanzt. Hatten sie mit ihren Pflanzungen den gewünschten Erfolg? Ja, wenn wir jetzt da reingehen, das sind jetzt die markierten. Wenn wir da mit dem Bulldog reinfahren, dass wir die nicht zusammenfahren, weil die leben noch ein wenig. Und da ist natürlich, ne, die kann man rausreißen. Ne. Da ist 80% alles tot, von den Tannen gesehen. Das hat mir schon schön gefallen, wie das aufgeht. Da bin ich immer gern hergegangen, haben mir das angeschaut. Aber dann, wenn du so kommst, dann siehst du es auf einmal, wie sie dann von oben runter dürren oder umgekehrt. Dann gehst du mal eine Zeit lang gar nicht mehr rein, weil das willst du eigentlich gar nicht sehen. Diese Buche, die hat es vorerst geschafft. Der ist tot. Die ist tot. Der lebt noch, der lebt noch. Wir gehen jetzt noch positiv ran. Natürlich, wenn die nächsten Jahre schwieriger werden und noch trockener, dann bin ich gespannt, wie weit das noch fortschreiten wird. Weil ständig pflanzen und dann vertrocknen sie, ist auch blöd. Ne? Dann hat man eigentlich auch keine Lust mehr. Ne? Die Waldbauern in Mittelfranken schauen in eine ungewisse Zukunft. Eines ist sicher, mit dem Klimawandel werden die Wälder ein anderes Gesicht bekommen.